Hallihallöle, ich bin's, euer Blasteringenieur. Und da guckt mein ganzer Stolz, mein erster eigener Blaster. Also erster eigener selbst entworfener. Nicht selbst gekauft und nicht selbst zusammengebaut. Da haben wir ein paar auf dem Kanal gehabt. Aber der erste eigene selbst entworfene. Mit meinem noch nicht patentiert, aber wahrscheinlich auch nie patentiert. Aber bei meinem eigenen Trommelmagazin, der ich jetzt mal sage. Ja, seht schon, wie der Pfeil da gelagert ist. Ich hoffe ja, dass ihr meinen Kanal schon länger verfolgt. Dann kennt ihr das alles schon. Dann erzähle ich nichts Neues. Und wenn nicht, das erste Mal da sind, lasst ein Abo da, drückt das Längerle, lasst ein Kommentar da. Der kennt den ganzen Quatsch. Dass der Kanal wächst und dass wir da auch noch mehr Blödsinn machen können. Aber habt das ja jetzt nicht umsonst auf dem Tisch da. Ich will da heute was machen. Und da haben wir da ein bisschen 3D-Druck, die Teil. Da. Das wird der neue Lauf. Da seht ihr, da haben wir so ein Lächeln drin. Da habe ich da sowas gekauft. So neumodisch Zeugs. So LEDs. Lichtemittierende Dioden. Und die leuchten laut Hersteller ultraviolett. Und da hätte ich sagen, das finden wir doch mal raus. Da müssen wir mal gucken, wie man die jetzt einbaut. Das muss dann wahrscheinlich irgendwie so. Da habe ich da auch noch. Ja, das wird ein bisschen das da vorne zu verbinden. Das verbinden wir einfach mit dem Modell. Wenn die Modelle dreht, reicht es, wenn die LEDs an sind. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, ich meine, idealerweise wird man das da hinten jetzt mit dem Trigger, sobald man den ein bisschen trickt, geht's an, bleibt auch bis man den voll durchdrückt hat. Das dauert vielleicht auch lange, aber ich glaube nicht, dass ich da hinten irgendwo Tasten reinkriege. Also das wird nicht so einfach, wie das jetzt einfach da vorne ein Schwungrädles Käfig anzuschließen. Und ich jetzt sage, wir gucken jetzt einmal, weil das müsste eigentlich 11 Volt sein. Aber die LEDs sehen nachher weniger, wenn die Modelle laufen. Machen wir das an. Stopfen das wieder. Das ist ein Haufen Krach. Ja. An. Andersrum. Schalter nach oben, dann ist er aus dem Weg. Ah, das ist ein bisschen. Aber so hält die Batterie ganz gut. Ein bisschen zu gut. So, da haben wir jetzt 11 Volt. Da fällt die Maßeinheit aus Volt, vertraut mir, bin Ingenieur. Was haben wir jetzt? Also 8,6 oder sowas. Das heißt, gut, mit Kabel und alles, was weiß ich, was wir da noch haben. Und mit 8 Volt. Die LEDs brauchen 3,2 bis 3,4. Also machen wir 2 und ein bisschen Vorwiderstand, um Strom ein bisschen zu limitieren. Okay, irgendwas passt da nicht ganz. Jetzt ist er auf 9, irgendwas Volt hochgegangen. Ja. Das kann mal wieder sein, dass der Motor nicht ganz dreht. Okay, das heißt, wir haben 9,5 Volt. Das heißt, da hat euer Motor nicht gescheit dreht. Irgendwas. Das heißt. Da hätte man eigentlich schon fast 3 LEDs nehmen können. Ja, da machen wir was mit Vorwiderständle. Es riecht ein bisschen komisch. Ja, ich muss da. Der nächste Prototyp kriegt gescheite Motoren und ich habe auch. Ja, das kann sein, dass man da einer von denen jetzt abgeraucht ist. Wobei. Geht uns noch. Das ist alles. Ja, die Modelle,
von Prototyp. Ist okay. Und ich habe die Schwungräder, das ist auch noch nicht das Nonplusultra. Und ich habe jetzt einen Stapel voll Motoren bestellt. Das sind, wie heißt jetzt die Valkyrie-Motoren von Out of Darts. Da habe ich einen Stapel bestellt. Aber das lassen wir jetzt schon so. Dann machen wir das dann beim nächsten und gucken mal, ob wir da. Und ich habe noch so Schwungrädler, so Nightingale, also Nachtigall von Worker. Aber das machen wir beim nächsten Blaster. Da habe ich ja schon die nächste Überlegung. Da gucken wir, wie viel die zweite Stufe bringt, wie viel die dritte Stufe bringt. Das machen wir dann auch nochmal modular. Da habe ich eine Idee. Da braucht ihr keine Sorge haben. Und ich habe da seitlich schon was liegen. Das gucken wir uns am Ende von dem Video an. Aber jetzt gucken wir erstmal, dass die Tracer Unit da geht. Also können wir von so ca. 9. Was können wir? Gehen wir von 9,7 Volt aus. Dann können wir das wieder ausmachen. So. Aber es sieht doch schön aus. Also das kann der Blaster schön aussehen. Das ist jetzt... Ich glaube, das ist das Einzige, was der Blaster... Es sei denn, ihr überfällt mich da so in die Kommentare, dann machen wir da irgendwann mal uns... Wobei, dann mache ich ein zweiter Prototyp. Und dann war die da wahrscheinlich... Weil wenn ihr das jetzt alles plötzlich haben wollt, so kann ich es nicht verkaufen. Das ist alles nur nicht so, dass ich sage, da bin ich voll zufrieden damit. Als erster Prototyp bin ich sehr zufrieden, aber also für das, was er ist, bin ich sehr zufrieden damit. Aber ich habe auch festgestellt, dass ich da versucht habe, da einen Kabelkanal zu machen. Das wird eine spannende Geschichte. Ja, wir brauchen ein bisschen mehr Kabel. Aber das machen wir noch. Das geht da und dann muss es da nach unten rein. Dann geht das da hin. Das da rein. Das geht auch nicht so. Ja, da hätte ich vielleicht auch mal auf die bessere Druckqualität stellen sollen, aber von Anfang langt's. Ich stelle da gerade. Okay. Ich stelle da gerade was fest. Das heißt, da müssen wir zuerst das rein durch. Das wird der Spaß, die Abdeckung zu montieren. Weil ohne die Abdeckung sieht es halt nicht so schön aus. Aber das Kabel geht da nachher durch die Abdeckung durch. Ach so, rum geht's gar nicht. Das heißt, den Stecker kriegt man da auch nicht. Wir haben da jetzt nämlich gar keinen Platz. Das wird der Spaß. Ihr seht, da haben wir echt wenig Luft. Und das heißt, den Stecker kriege ich da seitlich. Aber ich dachte, der sei kleiner. Das heißt, mit der Abdeckung, wenn wir so. Gut, wir können den Stecker da auch noch seitlich durch. Und da einfach wegzwicken, was wir wegzwicken können. Aber jetzt probieren wir das mal mit Netzteil. Das heißt, da das lange Drähtle, da irgendwo ist, wo die Löcher sauber sind. Aber nix. Das kann sein, dass man die Abdeckung nicht montiert kriegt. Aber es ist okay. Das ist sowieso bei... Ja, das ist bei dem ein bisschen... Oder dass man den
den Stecker da nach innen legen, dass wir da dann der jetzt vielleicht gegangen, aber da haben wir auch nicht arg viel Luft für die Verdrahtung und so. Das kann sein, dass ich da noch, wobei, dass wir da noch jeweils noch einen Kabelkanal rausschneiden müssen. Das will ich jetzt schon wissen, ob das, ich hätte mal sollen, weil das lange Bein war. Weil da geht es dann schon noch jeweils irgendwo abgesägt, aber das ist bei den LEDs. Das heißt, da haben wir das Abgesägte, das ist Minus. Aber das erkennt man bei denen echt schlecht. Also das lange ist Plus, das kurze ist Minus. Und da Plus, verbindet die auf der Seite. So, und Daddy jetzt. Wenn wir das, so haben wir das, habe ich schon getestet. Ich glaube irgendwas so um 120 mA bei, was war es, 6, irgendwas Volt. Ja, alles hochprofessionell, ihr merkt schon. Dann machen wir dann, gucken wir mal kurz, probieren wir mit 200 Ohm Vorwiderstand, ob wir dann, weil die sollte 20 mA sollte sie haben, sagt der Hersteller. Oder der Verkäufer oder wer auch immer. Man, ich hab genug von denen, wenn uns da ein paar brauchen, dann rauchen ein paar ab. Und ich sollte mal angewöhnen, mal Zeugs bei Leuten zu bestellen, die auch Datoblatt anbietet. Das wäre klar. Dann könnte man das alles ein bisschen professioneller machen. Nein, aber so. Was haben wir mal? Machen wir. Was haben wir? Widerstand 160 Ohm. Richtig. 100 Ohm hätte ich. 120. 150 und 220. Dann nehmen wir die 150. Das sind so besonders tolerante. Oh, wobei plus minus 5%, das ist okay. Auch schön betrachtet. So, da. Den machen wir ein Minus hin. Dann hat man 9,6 war jetzt sowas. Dann, dass wir das auch gleich gar nicht vergessen, das müsst, wenn nicht, kriegt der Feuershow oder Rauchshow geboten. Das ist auch okay, wenn ich es falsch rum mache. Aber eigentlich will ich es richtig machen. Aber das war jetzt so nicht geplant. Und ich will das jetzt nicht gleich verlöten. Ich will zuerst mal testen, ob das mit dem Widerstand geht. Und das so verzwirbelt. Wenn es schwach leuchtet, nehmen wir einfach den nächsten höhere. Und hoffe, dass die LEDs auch ein bisschen mehr Strom aushalten. So. Dann Netzteil ein. Jetzt haben wir mal 8,2. Das ist ein bisschen im Bildschirm, dass ihr auch was seht. Also ihr mit rätseln könnt. Okay, jetzt haben wir 10 mA. Ja, besonders stark ist nicht. Ja, das sollte man ausmachen. Das ist immer, wenn man nicht aufpasst bei den Netzteilen. Dann kann es sein, dass man gleich einen Zehnersprung macht. Das hat man 9,6. Da wären wir jetzt bei der, wie wenn ich es berechnet hätte. Gut, ich meine, ich habe es abgeschätzt, also ich habe das ja mal ohne, also bei 8, irgendwas ohne Vorwiderstand betrieben und da hatte ich 130 mA, 120 mA, sowas um den Dreh rum. Da habe ich gedacht, komm, dann waren die so 60 Ohm vielleicht haben, so Pi mal Daumen, also
so ganz genau Gott dann nicht. Ich meine, so ganz genau ist dann die Spannung jetzt auch nicht. Also das ist jetzt, ja, das ist mir der Hanne jetzt noch egal. Man weiß ja sowieso noch nicht, ob das für das Pfeile reicht. Das ist jetzt, und das, ja, wie teste ich das, dass ich das bei dem ganzen Flutlicht hier auch noch sehe. Ja, da habe jetzt versucht, da so Höhle mit dran zu machen, aber ja, das ist hier drin. Das müssen wir nachher mal im Dunkeln testen, weil sonst. Wobei, das ist jetzt. Das, ja, wie testen wir das? Ich sag, die Pfeile mal. Ich lager die mal unter den Tisch, da ist halbwegs duster. Weil nicht da, wenn die Pfeile da Hanne jetzt in der ganzen Beleuchtung lagert, dann glüht die auch, dann leuchtet die ja ohne das. Also. Und ich hoffe, dass man, wenn ich jetzt eine halbe Stunde das Ganze verlöt und alles, dass das dann bis danach. Wobei, ich guck's einfach mal davor kurz. Ja, also das hätte ich mir, da hätte ich mir vorher vielleicht Gedanken machen sollen, dass ich irgendwie Pfeile präpariert, die definitiv dunkel sind. Naja, schon spät. Also, ich verlöte das jetzt einmal. Das machen wir weg. Das Deckel auf. Das machen wir raus. Das machen wir auch mal weg. Dann haben wir den Spaß. Wobei, das sind 2 Schrauber, den Schwungrädles-Käfig rauszumachen. Dann sind wir ja da schon dann, was wir dann noch machen müssen, Stahlöchle nach unten zu bohren. Aber das ist Kunststoff, das geht sogar mit dem Schraubenzieher wahrscheinlich. Also, dass man da an die Kabel nachkommt. Sonst dürfte es eigentlich gerne. Und dann machen wir das da noch. Oder das ist halt, wir machen da Körbe und gucken, weil wenn wir da haben, kommen wir fast runter. Also da Körbe und das dann da unten dann irgendwo. Ich überlege mir das noch. Ich erzähle es euch dann danach. Also, ich bastel dann mal im Schnelldurchlauf. Und danach schwätzen wir weiter. Dann bis gleich. Ich würde jetzt sagen, wir testen noch mal kurz vorher, bevor wir die alle jetzt zusammenlöten. Nicht, dass wir da doch irgendwas falsch gemacht haben. So, 9,6 Volt wieder. Jetzt können wir jeden Kreis einzeln testen. Okay, Gott. Nummer 2. Gott. Nummer 3. Gott. Nummer 4. Gott. Und Gott. So.
Ja, das war ein Spaß. Gucken wir mal. Alles noch kurz. Okay, der Pfeil hat genug Abstand. Das muss ich bei der nächsten Iteration muss das gleich mit eindesignt werden. Das braucht ein bisschen mehr Platz, wie ich gedacht habe. Aber jetzt löten wir das einmal zusammen. Dann testen wir es nochmal. Das ist jetzt da vorne Plus, da hinten der Minus. Dann gucken wir, ob es dann auch noch geht. Und wenn es dann auch noch geht, dann löten wir das irgendwie da noch in den Blaster, dass das mit dem Blasterle geht. Und guckt, dass man, ja, das kann sein, dass ich da einfach ordentlich eine Runde wegschleifen muss. Oder das Ganze ein bisschen reinquetschen muss. Weil man, das ist halt, ja, da ist halt doch weniger Luft, wie ich gedacht habe. Habt ihr, glaube schon ein bisschen Abstand gelassen, oder muss man im Modell nicht mehr gucken. Aber mit der ganzen Optik bin ich jetzt auch noch nicht glücklich. Also das sehen wir jetzt, gucken wir mal, ob es prinzipiell geht. Und dann machen wir den nächsten Schritt hübsch. Aber ich mache dann mal weiter. Dann schwätzen wir dann auch weiter. Bis gleich. So, Dele, gucken wir mal, ob es geht. Und an. Ja, 8 LEDs leuchtet. Ich glaube, das machen wir jetzt an der Stelle einfach mal hübsch mit Isolierband. Also einfach. Also das wird sonst. Sonst bin ich da noch ewig mit Pfeilen beschäftigt. Das ist da. Habe ich nicht ganz aufpasst, dass ich die Kabel auch noch. Da passt. Müsste da Hanna jeweils ein Ausschnitt mit Millimeter oder so. Da muss ich mir was anderes überlegen. Oder das da Hanna nochmal neu rausdrucken und das da vielleicht irgendwie weglassen oder von der anderen Seite dagegen. Irgendwas. Da überlege ich mir noch was, dass man das auch hübsch kriegt. Aber jetzt bauen wir das erste Mal ein. Also Gott, sind es 90 mA, was zieht. 91 und genauso ist es auch. Stotz. Aber ist jetzt nicht das hellste, aber ich hoffe, das langt. Das finden wir dann raus. Weiß nicht, ob ich es auf Kamera kriege, aber ich teste es. Also wenn ich es nicht so eingefangen kriege, dann müsst ihr mich halt immer zum Event, zum Dunkelheit, wo man da mit Dunkelheit rumschießt, ein Event einladen. Dann seht ihr es vielleicht. Und wenn nicht, müsst ihr mir halt glauben. Vertraut mir, bin Ingenieur. Aber ich baue das jetzt weiter ein und dann schwätzen wir weiter. Dann, bis gleich. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Jetzt weiß ich nicht, was da vorne Plus und Minus ist. Und durchklingeln bringt mit dem nichts, weil ja, das ist beides irgendwie verbunden. Und ja, das ist ein kleines bisschen ein Scheiß. Und irgendwie kann ich auch die Spannung nicht messen. Da stehe ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Eigentlich, da geht das irgendwie in einen Kurzschluss, wenn ich da die Spannung versuche zu messen. Das müsst ihr da noch zwischen. Da, die das ausschließen da dazwischen.
Da bricht man da Hanne. Was habe ich denn? Da habe ich das. Habe ich da mit der Klemme nicht aufpasst. Das Chaos sein. Was haben wir da? Müssen wir. Okay, das. Haben wir bis 20 Volt gleich Strom. Ah, das. Da müsste es jetzt irgendwas um die 8 oder so anzeigen. Und wenn ich das umdrehe, müsste es jetzt eigentlich was Negatives erzeugen. Wenn das so Gott. Irgendwie. Das müsste. Ah ja, verstehe ich nicht ganz. Das müsste Hanna bis 20 Volt gehen. Und mir erwartet da irgendwas unter 20 Volt. Ja, das ist vielleicht nicht das Beste. Aber wenn wir da haben jetzt. Da haben wir jetzt zum Schluss kurz einen Gott, es sei, dass das 13. Das haben wir. Das sagt mir 15 Volt. Da würde die Batterie ein bisschen arg arbeiten. Und jetzt müssten wir. Das sagt man. Damit kann ich auch nichts anfangen. Ich habe jetzt gehofft, ich sehe dann, ob die Spannung positiv oder negativ ist. Dann hätte ich es daran abschätzen können. Was machen wir da jetzt? Das Ganze jetzt zerlegen und die Kabel verfolgen. Hey. So auf die Schnelle leider keine andere Möglichkeit. Das heißt aber, wir können da vorne. Ah, das ist ja scheiße. Ah, hätte die Kabel doch unterschiedlich farbig machen sollen. Das ist jetzt da ein bisschen Nachteil. Das sehe ich schon. Ich weiß nämlich nicht, welches ist. Also der eine hinter weiß es dann schon wieder. Da ist dann wieder eindeutig. Da ist da das rote. Da vorne, das geht dann auf den Plus. Da ist wieder das rote, ist Plus. An dem T-Stück macht es noch Sinn. Da vorne macht es auch noch Sinn. Dann müssen wir da die Front wegmontieren. Und das da auch wegmontieren. Ja, dann seht ihr auch mal, wie das zerlegt ist. Ich mache das mal. Das mache ich im Schnelldurchlauf. Dann bis gleich. Sodele, ja, nicht schön, aber jetzt gucken wir mal, ob es wenigstens Gott. Sodele, Batterie anklemmen, Batteriepack ausschalten und vorne ausschalten.
Ja, 8 LEDs leuchtet. Jetzt muss ich nur noch gucken. Ja, da die Kerbe reinmachen war vielleicht auch nicht clever. Das müsste eigentlich da hinten an der Stelle raus und da dann runter. Gucken wir. Machen wir vielleicht doch alles. Ja, dann machen wir schwarze Kabel. Wenn wir aus der Situation nichts gelernt haben, weil Optik halt doch über Funktion geht an der Stelle. Und dann kann ich das nämlich von der ersten Schritt einfach mal die Isolierband mit schwarze Isolierband umwickeln. Dass das, ja, Lötkünstler bin ich nicht. Da fehlt noch ein bisschen Übung, das sieht noch ein bisschen. Ich weiß, das hätte man sicherlich so machen können, dass das selber cool ausgesehen hätte, so als. Aber ja, zum einen habe ich dann der beste Lötkolben, zum anderen wollte ich jetzt eher erstmal gucken, ob es überhaupt geht, bevor ich da irgendwie mich verkünstel. Aber das kann man sicherlich auch so machen, dass man da irgendwann mal ein Plaster machen, wo wir viel von der ganzen Technik exponiert haben. Und dann können wir dann. Mit Lötstelle von meiner Swordfish, also gerade so vom Motor bin ich recht zufrieden. Ja, ich bin nicht angestrengt. Und da habe ich auch schon mal zwischendrin den Motor ersetzt. Das macht es dann nicht schöner. Aber da lässt sich sicherlich was machen. Und da muss ich gucken. Was man machen könnte, wäre da so Ringplatine. Oder irgendwie was. Also jeweils so Ring mit Loch, dass der Pfeil auch durchgehen kann und dann die LED so seitlich weg. Das ist vielleicht gegangen. Ich denke das nochmal durch und dann findet man da vielleicht was, wie man das da mal schön machen kann. Aber fürs Erste muss ich jetzt mal gucken, ob es überhaupt geht. Dann ich meine die Kabel länger, gucke, ob man das da mit dem Stecker da unten verstecken kann. Dann schätzen wir weiter. Dann bis gleich. Okay, das hat jetzt alles mehr Nerven gekostet, wie ich ehrlich zugeben will. Ja, das. Und ich habe gerade festgestellt, wir müssen da das Ding vorher drauf machen, bevor man das da festlötet. Weil das ist dann. Deswegen habe ich den Stecker da an der Stelle gebraucht, damit ich das an- und abstecken kann. Also da ist echt fast kein Platz mehr, aber es geht noch. Und also, das finden wir jetzt raus, ob es noch geht. Und ob es noch leuchtet und alles. Also Batterieanstecker, Batterie-Einschalter. Und es leuchtet noch. So lang. Also können wir das jetzt festlöten. Und das heißt, wir müssen da. Gehst du wieder weg? So.
So, da jetzt gucken und den Teil zumachen. Den Teil wieder runter. Das da. Also das mit Kreppband, das ist das Plus. Der Rest, die Verkleidung regelt dann das Isolierband. Da durch. So viel, dass ich da genug Luft gelassen habe, dass das alles da durchgeht. Oh nee. Gott, das seitlich. Das da. Jetzt dreht es mir das halt zur Seite. Oh, das ist. Okay. Den Teil mag ich jetzt nicht rummachen. Das hat der da noch, dass ich das. Das heißt, die Kabel, also für den Scheiß viel zu dick. Er muss das Plaster jetzt auf das Design verzichten. Dann muss ich. Das ist halt. Das ist blöd an dem Plaster, dass ich da die Öffnung gelassen habe. Also das hätte ich da von vornherein. Gut, oder den Stecker. Ach nee, das Problem ist, das muss danach drauf. Also das ist. Das hätte ich anders designen sollen, wenn ich das drauf habe hätte wollen. Aber das zu designen war ein hoher Aufwand. Das heißt, das müssen wir jetzt dann weglassen, wenn man das noch macht. Das ist schade. Kriegt man das nicht so. Ich würde sagen, ich probiere noch mal ein bisschen. Aber das mache ich im Schnelldurchlauf. Und dann finde ich eine Lösung, das seht ihr dann im Schnelldurchlauf und danach schwätzen wir weiter. Dann bis gleich. So, oder ich jetzt sagen, wir finden raus, ob es noch Gott. Also, mein Lötkolben, also zumindest die Spitze ist jetzt in den letzten Zügen. Man sollte halt nicht Kunststoff da zerlegen und gleichzeitig versuchen, richtig zu löten. Das geht nicht gut. Also, ja, die 2 Lötstellen hat die Spitze noch geschafft, aber ich glaube, das ist jetzt ein Kunststoff. Kunststoffgravierspitze. Keine Ahnung. Jetzt gucken wir mal. Batterie Einschalter. Es leuchtet noch, Motor dreht noch. Wunderbar. Ja, das ist jetzt die Modularität. Ist jetzt halt nicht gegeben. Also das. Und ja, die Optik. Ach, mach halt ein paar Runde Klebeband drumherum, dann sieht es hoffentlich besser aus. Aber das habe ich mir so nicht vorgestellt. Das brauche ich gar nicht herreden. Aber
Wir gucken dann mal, ob es funktioniert. Ich hoffe, ich kann euch das zeigen. Und ich baue das jetzt wieder zusammen. Das mal im Schnelldurchlauf, dann schwätzen wir weiter. Dann bis gleich. So, jetzt ist wieder fertig zusammengebaut. Jetzt muss ich nur noch überlegen, wie ich euch das demonstrieren kann. Da habe ich irgendwie vorher nicht dran gedacht, dass das ja nichts bringt, wenn wir das jetzt alles machen, uns die ganze Mühe. Und das dann nicht zeigen kann. So, jetzt gucken wir aber erst einmal. Okay, Modelle gehen noch. Die LEDs sehen wir natürlich jetzt so nicht. So, seht ihr das? So. Jetzt habe ich die Batterie beim Einlegen ausgeschaltet. Geht so Tag. Gange noch, sieht immer noch nicht hübsch aus, aber es geht noch. So. Jetzt gucken wir mal. Jetzt habe ich über eine Stunde rumgewurstelt. Holen wir mal die Dinger aus unterm Tisch hervor. Machen wir das Licht aus. Also falls ihr nichts seht, müsst ihr halt darauf vertrauen, dass ich euch das richtig erzähle. Ich mache mal da die Lichter seitlich aus. Und das Deckenlicht glaube ich auch. So, es ist immer noch hell. So, jetzt ist dunkel. Das Spannungsanzeige seht ihr. Ja, die seht ihr. Ein bisschen seht ihr. Halb, okay. Das ist jetzt. Ich hätte das Magazin vorher laden sollen, aber dann wäre es vorglüht gewesen. Das wird jetzt. Oh, wo stelle ich das noch? Ich bin überfordert. So, da Magazin. Das ist jetzt Podcast. So. Seht ihr ein bisschen was? Magazinlader. Ah, so vertraut bin ich mit meinem eigenen Blaster noch nicht. Das kann ich noch nicht ganz im Schlaf. Das ist jetzt. Soll es eine Nachtkamera haben, dann könnt ihr sehen, wie lustig das ist, weil ich nichts sehe. Bisschen Licht habe ich. Aber die Pfeile sind jetzt komplett duster. Müsste mir vertrauen, weil ich weiß nicht, ob ihr es seht, wenn die nachher aus dem Lauf rauskommen. Und ich weiß auch noch nicht, ob ich die sehe, weil das ist jetzt mein erster Versuch mit diesen Tracer-Dingen da. So, jetzt haben wir ein paar drin. Okay, räumen wir mal wieder zur Seite. Da seht ihr Spannungsanzeige. Dass ihr auch mal wieder ein bisschen Bild seht, dass ihr nicht denkt, dass euer Bildschirm kaputt ist. So. Ei. Okay, das ist ein Blaster, den man bei Tageslicht lädt. So. Ist das jetzt richtig? Scheint so. So. Jetzt bisschen was seht ihr. Weil ich glaube, da hat sich einer verkeilt, oder? Das ist halt. Ich muss ja mal wieder Licht da machen. Bisschen. Wo ist der Lichtschalter? Bin massiv überfordert. So. Was ist da jetzt? Habe ich jetzt fest zugeschraubt. Eieiei, scheiße. All die ganze Sache in der Dunkelheit. So.
Jetzt machen wir nochmal das Licht aus. Testen wir weiter. Ah, jetzt seht ihr die Pfeile schon. Das bisschen Licht hat schon was gebracht. Ah, was ist denn? Was ist denn los? Also, jetzt habe ich den Imbus schon. Und da habe ich noch einen. Was ist denn los? Schiebert, der klemmt heute. Ah, diese Schraube. Das ist natürlich jetzt scheiße. Das bisschen Licht hat jetzt schon geholfen. Jetzt habt ihr jetzt die Pfeile schon gesehen. Scheißele. Da seht ihr die Pfeile schon. Habe ich so schön in der Dunkelheit gelagert. Und da seht ihr mal. Ja, das hat der Facher jetzt alles nicht gesehen, als ich das auf den Tisch gemacht habe. Okay, ja. Die sind jetzt ein bisschen besser rausgekommen. Aber ich glaube, die Modelle, da ist schon wieder was kaputt. Also, das ist ja... Mir fehlen die Worte dafür. Ja, das... Ja. Also ein bisschen heller sind sie jetzt rausgekommen, habe ich so das Gefühl gehabt. Wir laden jetzt nochmal ein Magazin. Ja, das... Ich glaube, das mit der Tracer Unit, das hat immer mit in Kombination mit einem ein bisschen zuverlässigeren Magazin testen. Das machen wir mal. Ich weiß gar nicht. Ich weiß noch gar nicht, bei welchem Blaster man das noch macht. Weil ich glaube, das funktioniert schon. Wir können da ja auch einfach die voll lange Pfeile verwenden. Aber das Streif will ich das nicht unbedingt. Bei das Warfish auch nicht, weil da will ich nämlich keine. Da müsste ich sonst noch mal Haufen Pfeile mit solchen Spitze anfertigen. So. Vielleicht kriege ich noch ein bisschen was. Machen wir wieder das Licht aus. Ah, das andere auch. So. Ach, die seht jetzt schon. Die Schwungrädler. Hat's mir da jetzt wieder alles zerlegt. Wobei die sind die aus dem... Ach nee, das hebt halt nicht. Ja, sieht schön aus, aber das ist halt... Also das mit der Tracer Unit funktioniert. So etwas... Habe jetzt nicht genug Pfeile durch die Jahre kennen, dass ich da wirklich zuverlässig sagen kann, das Gott. Das ist jetzt halt. Und da reicht schon ein bisschen Licht da nicht aus, dass die dann schon voll leuchtet. Aber wir brauchen andere Schwungrädler, das ist sonst schon sonst andere Modelle und mehr Platz und ja, dann machen wir zweiter Blaster, der wird dann. Da machen wir das alles ein bisschen luftiger wie bei dem. Das ist schon ein bisschen arg kompakt. Aber dafür sieht er gut aus. Ja, das aus dem Bild. Nee, das sieht jetzt halt noch nicht so schön aus. Das müsst ihr jetzt euch da das vorstellen, wenn das da drüber wäre. Also, das jetzt mal so. Ja. Wenn man nicht so genau hinschaut. Wobei, dann sieht es jetzt auch noch nicht weltbewegend aus. Das muss ich glauben. Ja, einfach ein bisschen. Überlegt mir da was. Da findet man schon Lösung. Aber ich habe euch ja noch versprochen. Zweiter Blaster, da geht's weiter. Hab da schon mit dem unspektakulärsten Teil zuerst. Wir fangen an mit dem neuen Magazin. Das von da vorne, das Federgehäuse und Trommelmagazin ist ja schön. Aber wir machen das diesmal ein
mehrstöckig. Haben wir schon sehr erkannt. Da geht's. Und ich weiß noch nicht, ob das geht, aber das finden wir dann zusammen raus. Weiß nicht, glaube nicht beim nächsten Mal. Ich muss mir ein bisschen von dem heutigen Schocker holen. Da, das ist dann da, so. Und ihr seht, das da jetzt gar nicht reinpassen will. Ja, muss man da noch eine Schnittstelle überlegen, dass man da auch Einfachsmagazin und auch Mehrfachsmagazin rein durchkommen. Also ich glaube, ich mache da vorne einfach, ja, das irgendwie. Weil das hatte ich mir schon bei dem nächsten Blaster überlegen. Ich meine, wir können das jetzt nutzen, um mal zu schauen, ob das Mehrfache überhaupt geht. Und dann tauschen wir da hin. Ich glaube einfach unter das. Oder ich mache da hin. Ich glaube, ich mache was an den Dartstopper. Dass der einfach weiter vorgeht und das dann damit einrastet. Weil dann kann ich das nämlich beliebig nach oben stocken. Und hinter die Schnittstelle, da habe ich mich dran gehalten. Aber vorne halt nicht. Das war nicht so geschickt. Aber ja, gut. Was soll man machen? Manchmal stellt man halt fest, was auch geschickt ist, wenn man es macht. Und dann muss man es halt neu machen. Das ist jetzt wieder Honor. Das ist. Ja. Aber dann muss man es halt auch Verkleidung drüber machen, dass das halbwegs passt. Und dann sieht der Blaster auch wieder vitrinereif aus. Ich glaube, das ist auch langfristig. Ich habe ja, wie schon gesagt, so ein Nightingale, da Schwungrädler, die sind, glaube ich, habe sie noch nicht in der Hand gehabt. Also ich kann das schwätzt mir dann, wenn ich die mal da habe und in der Hand habe. Und dann kann ich euch auch dazu sagen, ob das was taugt. Aber ich glaube, so wie der Blaster aussieht, die Worker Nightingale, die ist schon, dass man das da noch zerlegt. Das hat, da ist jetzt der Spalt. Ich komme vom Thema ab. Bin jetzt auch nicht mehr ganz konzentriert. Das war jetzt alles ein bisschen länger wie geplant. Und die ist wohl recht kompakt und da könnte man die ganze Motorle ein bisschen zusammenrücken. Vielleicht funktioniert das auch mit den Platinen, die ich auch noch bestellt habe. Dass man das einfacher lösen kann und dann auch mal gucken. Nicht bei dem Blaster, weil da das Design an eine längere Geschichte anzupassen, das ist ein Mordsaufwand. Das machen wir bei der nächsten Variante. Das wird dann ein bisschen, ich glaube, ein noch kompakterer Blaster und das mal dann auch wirklich modular. Man, gut, das Einzige, was jetzt hier nicht modular ist, ist der Honor. Also der Teil komme ich überhaupt noch. Ich glaube, ich komme in den Schwungrädleskäfig gar nicht mehr nach. Ja, das muss jetzt halt entweder so gegangen oder es ist halt. Ja, oder die Tracer Unit fliegt da nicht wieder raus. Ich hoffe, dass das jetzt alles noch lang genug hebt, dass ich da ein bisschen Resultate kriege. Und wenn nicht, basteln wir das mal an einem Blaster noch, der. Ja, dass man das testhalber einfach an irgendeinem Blaster von noch bastelt. Weil das können wir. Meine Batteriekasten, das können wir irgendwo an irgendwas noch basteln. Also das ist. Und das kann ich ja mal für mich selber auch machen. Um einfach rauszufinden, ob das prinzipiell ausreicht, dass man da die Pfeile beleuchten kann. Aber normalerweise dürfte es passen. Ich meine, bei dem Nerf-Magazin ist da bloß äußer LED drin. Da haben wir jetzt 8 Stück drin. Also das wird schon lange, aber das finden wir alles noch raus. Und das wird beim nächsten Blaster überlegen wir uns dann was, wie man das mit dem Steckprinzip oder sonst was machen können. Und dann machen wir da auch den Laufwolf-Größer, dass der Stecker und das alles da reinpasst. Ja, als ich das entworfen habe, habe ich die Stecker noch nicht da gehabt. Das habe ich ein bisschen kleiner vorgestellt und da war ich halt. Ja, manchmal muss man Dinge machen, um festzustellen, dass sie nicht gegangen, da kann man es verbessern und dann geht es irgendwann mal. Also, das ist so das Fazit zum heutigen Tag und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.